Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute habe ich hier mal meine 2 Journals vorgenommen, und zwar das hier, wo wir miteinander gemacht haben, wo wir dann heute drinnen arbeiten wollen. Und das hier, wo ich schon lange fertig habe, wo ich das drin habe, um euch zu zeigen, was wir heute gerne möchten miteinander basteln. Und zwar ist das so ein Dreifach-Täschchen. Die Idee habe ich von der Paper Outpost. Geht dort unbedingt mal schauen. Sie macht wunderbare Sachen. Sie macht ganz tolles Zeug. Ja, gefällt mir mega gut. Die Idee habe ich dort gekloppt und genau ziemlich so übernommen, wie sie das dort vorgemacht hat. Und ich nehme jetzt hier mal alles Geschmäus raus. So sieht das schlussendlich aus. Es ist nämlich recht hübsch. Und es ist einfach irgendwie ein Papierchen oder ein Kartönchen oder was man dann auch immer möchte nehmen. Klebt einmal hier etwas drauf und dann reisst man das nächste Teil und klebt das hier drauf und das nächste und das nächste und man tut das so schön umklappen, damit das überhaupt keine Klebekanten hat und nichts. Und so sieht das nachher dann aus, wenn man da die schönen Sachen reinfüllt. So. Also, ich würde sagen, machen wir doch so eins oder 2 für unser Journal rein. Achtung, fertig, los. Hopp, das geht auf die Seite, das geht vorne. Wir haben nämlich hier noch gerade 2 Seiten. Die muss ich jetzt gar nicht vornehmen, das ist gar nicht nötig. Was ich muss vornehmen ist das hier und das hier, weil damit ihr nicht immer zuschauen müsst, wie ich da mich nicht entscheiden kann, wenn ich meine Sachen raussuche, habe ich mir da schon ein paar Sachen parat gemacht, wo ich das Gefühl habe, die könnten so hübsch miteinander ein bisschen harmonieren. Der Streifen hier, das ist einfach ein ganz normales Papierchen. Da möchte ich es gerne draufkleben. Ich nehme eben keinen Karton, weil, damit es nicht allzu dick wird. Da haben wir eins, das so ein bisschen gedämpftere Farbe hat. Und da ist eins, das so ein bisschen knalligere Farbe hat, das ein bisschen mehr leuchten sollte. Oder so. Gut, ich würde sagen, wir lassen los. Einfach los, einfach los. Genau, ich muss vielleicht noch wissen, wie gross das es werden sollte. Nicht, dass wir da ein riesen Monster-Täschchen machen und nachher gar nicht Platz hat. Siehst du jetzt? So. So. Dann nehmen wir das auch noch gerade da und tun das gerade doppelt abhauen. So, kein Lineal, dann muss ich schnell da den Kindern ein Schullineal klauen. So. Voilà. Kommt weg. So, also, eins geht warten. Und die hier können natürlich eben vorkommen. Das wird unser oberer Teil. Ich kann es einfach nicht aufnehmen. Das ist so blöd. Gut, also und ich würde sagen, der wird gerade etwa so gross, wie da die Blumen sind. So, das ist ja der hinterste Teil, der wird ganz angeleimt. Ich habe kein Limmätteli. Ich vertraue vollkommen auf meine Fähigkeit, nicht alles voll zu schlürfen. Tja, wir werden es sehen. Einmal so, das erste. So. Und dann klappen wir doch das da schön drüber rein. So, und da der Rändchen noch schön. Zack. Das könnte man natürlich auch abschneiden.
Theoretisch wird es noch ein bisschen dünner. Aber ich finde es gut so. Das kommt gut. Ja, schau mal. So, dann hätten wir als erstes das hier. Und ich glaube, der Riss. Ja, nein. Nein, ich weiß doch auch nicht. Ich reisse jetzt einfach mal ein bisschen. Das war schon zu viel, schau jetzt. Das war jetzt schon zu viel. Also, nehmen wir hier noch ein bisschen über. So. Ja. Da gehen wir noch ein bisschen runter. Ja. Genau, so machen wir es. Und dann gehen wir hier bis irgendwo da her. Damit wir dann beim nächsten kommen wir irgendwo hier runter. So. So. Gut, und da jawohl, das ist nachher dann, das ist durchgehend. Ja, das ist genau, das ist durchgehend. Das kleben wir nur so her. Nur so, genau, das ist super. Da kann ich gerade auf die Kante gehen, dann sehe ich, ob ich gerade bin. Einfach nur drum herum wickeln. Machen wir zuerst eine. Ich bin wieder viel zu chaotisch unterwegs heute. So, wir müssen ja wissen, wo wir sind. So, ein bisschen geräder. Voilà, und oben. Naja, gerade nicht wirklich. Ist egal. Und da, prima, haben wir es geschafft. Und, komm schon. Und umklappen. Inke! 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 Ah, du weißt was. Das klebt ja. Oh, nicht so schnell. Das klebt ja nicht so schnell. Komm. Ja, wir schaffen es noch. Ey, was ist los? Das letzte Mal schon, gell? Das letzte Mal schon. So, jetzt ist, glaube ich, alles vorbei, oder? Jetzt. Ich glaube, ich würde gescheiter wieder ins Bett gehen. Von allen guten Geistern verlassen ist sie komplett. Oh je, wie je. Ja, ich bin heute einfach ein bisschen hauderig unterwegs. Ich weiss. Dabei habe ich mir da die Imkerei extra parat gemacht. Ich habe das nämlich auch schon rausgesucht. Extra. So, jetzt aber schau. So. Damit ich die Stempelfarbe nicht extra noch lange suchen muss. So. Und jetzt hier möchte ich gerne auch die ganzen Blumen, aber ist es. Ist es so oder so? Das sieht man irgendwie gar nicht richtig. Nein, es ist glaube ich so. Ja gut, also. So, jetzt musste ich gleich schnell eine Pause machen. Genau, und vielleicht bin ich jetzt aber ein bisschen entspannter und alles läuft ein bisschen easier. Werdet es sehen. Ja, genau. Und ich möchte gerne hier möglichst viele Blumen drauf haben und hier aber gleich auch noch so ein bisschen rauf. Also, ich habe das Gefühl, so in die Richtung werden wir das mal reissen. Ja, genau. Das tun wir gerade so drauf.
Das ist doch prima. Ich glaube, das da noch. Eben, das hier ist einfach wichtig, he? Dass es hier stimmt. Wenn es hier stimmt, stimmt es. So. Ganz knapp muss es ja nicht sein. Inke. Wie war das mit dem entspannt und ein bisschen fokussierter? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Macht nichts, oder? Macht nichts. Dann habt ihr wieder etwas zu lachen oder etwas zu Kopfschütteln. Also, gut. Einmal schön leimen. Und dann. Ach. Umlitzen. Jetzt ist es gegangen. Da stimmt's. Da ist auch gut. Also. Umlitzen. Und umlitzen. Oh, hey, das gefällt mir schon mega gut. Jetzt haben wir das da noch gedacht. Oh, das ist aber ein bisschen knapp. Jetzt muss ich jetzt schnell schauen, ob das überhaupt da, wie das kommt. Kommt das gut, wenn das so knapp ist? Ja, das macht dem nichts. So, ich glaube, ich werde hier gerade noch schön die Unterschrift. Die werde ich noch drauf haben. Und die Grossblume werde ich auch noch drauf haben. Also gehe ich von da bis da. Von da bis da. Schnell ein bisschen markieren. So. So. Ja. Ja, das ist doch gut. Sehr gut, sehr gut. Dann mache ich zuerst unten. Das spielt nicht so eine Rolle. He? Nein, ich glaube, ich mache zuerst auf der Seite. Ich glaube, es kommt besser. Wenn wir hier nur so ein Tönskännchen haben. Ja. Jetzt kann ich es wieder nicht aufnehmen. Inke. Ich bin einfach zu schnell unterwegs. Einfach zu schnell unterwegs. Das ist unglaublich. So, wo habe ich jetzt den Leim gegeben? Hier, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht überall bereicht. So. Also, etwa so haben wir gesagt. Etwa so, dass das da noch, die Unterschriften möchte ich noch drauf haben. So, das sollte jetzt hier kleben. Ist ein bisschen rumgekommen. Das heisst, wir haben hier nur noch ganz wenig. Es geht jetzt mit dem Stift mit so gäbig, aber es geht. Es geht. So. Und jetzt was ist denn da? Da haben wir ein bisschen komisch gefaltet. Jetzt sind wir da ein bisschen hergekommen. Jetzt haben wir hier die Bühle. Ja, noch. Haben wir halt die Bühle. Jetzt haben wir halt die Bühle. So. Da ist es auch komisch, reissen wir es halt einfach ab. So. Und jetzt noch einen auffalten. Und gleich wieder alles hier auf der Nicht-Leimmatte.
Mal schauen. Hey, das gefällt mir gut. Trotz der komischen Bühle da. Da kann man dann auch noch irgendwie ein Blümchen oder ein Standsteil oder ein Cluster oder irgendetwas draufkleben. Dann fällt das hier nicht so auf, dass wir dort eine komische Bühle haben. Das ist, weil wir das hier nicht ganz gerade umgeglitzt haben. Darum ist das passiert. Aber es ist nicht so schlimm. Und das Täschchen gefällt mir extrem gut. Jetzt machen wir das zweite. So. Das haben wir ja schon geschnitten. Ich will hier viel von dieser Blume drauf haben. Und von dieser Blume auch noch. Das soll richtig leuchtig farbig werden. Darum würde ich sagen, wir litzen etwa hier oben. Ja. Genau. Und dann Schmettervogel. Schmettervogel brauchen wir. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt nehmen wir auch mal ab. So. Keine Ahnung. Wir sehen es da noch von dem ein bisschen dafür schaut oder nicht. Also. Da müssen wir nicht inken. Und es kommt mir wieder in den Sinn, wenn ich voll am Leimen bin. So. Schön umlitzen. Was ist heute los hey, mit dem Aufnehmen von dem Papier? Geht da gar nicht. So. Voilà. Jetzt, dass wir da, dass das dann nicht da hinten so blöd für steht, schneide ich das einfach ab. Zack, und fort ist es. So. Komm. Ah, jetzt hat es das noch umkrügeln. Geht's noch? So. So ist gut. Da noch ein bisschen. Und da machen wir es auch gerade so. Das Eckchen kommt einfach weg. So, sehr schön. Aha, man hätte das ganz draufkleben, aber das spielt ja keine Rolle. Jetzt mal schauen, was wir von dem da nehmen wollen. Da irgendetwas, wo wir auch viele Flecken drauf haben und auch noch so ein bisschen schön. Ist auch noch ein bisschen mit, wie heisst es, Bleistift draufgeschrieben. Also zuerst mal gehen wir da mal ein bisschen runter, so viel brauchen wir. Und dann, das brauchen wir aber nicht da. Das Weisse gefällt mir nicht. Und wir gehen, wir müssen jetzt eben da ein bisschen raufheben. So. Ja, das. So, jetzt haben wir noch ein Sommervögel drauf. Sehr gut. Und das da, das kann abreißen, das kann abschneiden, das sieht niemand. Gut. Und wie viel, wie weit runter gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen da sogar bis hier runter. Schwupp. So. Inken. Das ist unglaublich, gell? Es ist unglaublich. Und schon wieder irgendeinen Schmarren mache ich. Hey, ich habe gemeint, ich sei ein bisschen entspannter jetzt. Hallo?
Für das habe ich mir gedacht, ich nehme den. Zwar auch nicht so extrem leuchtig, aber doch noch ein bisschen eine andere Farbe, oder einfach nur zu braun. Oh, mal, schau mal. Mal, ich finde, dass er leuchtet schon noch ziemlich. So. Und dann sind wir wieder an. Und klappen wir das um. So. Und jetzt auf der anderen Seite noch. So, das mal richtig falten, nicht, dass wir wieder komische Bühlen bekommen. So, leg. Oh ja, schau mal, wie das herrlich passt, die Imkerei hier. Zu dem. Habe ich dann gut rausgelesen? Ich glaube, stinkt. Gut, dann machen wir da. Nehmen wir das hübsche Müsterli da. Aha, nein, das ist ja nachher, das wird ja umgeglitzt. Das sieht man gar nicht. Aber von der Dingsbums her sind wir irgendwo dort. Und möglichst viel von dieser Blume nehmen wir mit. Ja, und dann gibt es da unten nur noch ganz schmales. Mama, das finde ich gut. Inke, hey, ist das jetzt das erste Mal, was mir zur rechten Zeit in den Sinn gekommen ist? Habt ihr mitgezählt? Lieber nicht. So, also so. Irgendwie so. Einmal limen. Sind ihr manchmal auch so verpeilt? Hey, ich weiß ja auch nicht, aber manchmal. Hey. Ah, ja. Im letzten Video schon, gell? Da, wo wir den Schrank gemacht haben. wo ich unsere wunderbare Landschaft auf verkehrten Weg draufgeklebt habe. Ja. Ist ja gut. Ja. Da. Nächst. Ist das da? Ist es das? Ja. Also. Der. Der halt. Ja. Und für zum unten umwickeln brauchen wir noch etwas so viel. So. Okay. Bravo. Sehr hübsch. So. Oh hey, mir gefallen die. Und die sind auch so mega schnell gemacht. Und sehen einfach so super hübsch aus. Es braucht nicht viel. Und sie sehen so schnell schön aus. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man die mit zum Beispiel so Schälprint machen oder mit anderem Müsterli-Papier oder sogar mit irgendwelchen Bildern aus Zeitschriften oder so, das würde sicher auch genial aussehen. So. Und was ich eben auch noch recht cool finde, ist, dass die Täschchen durchgehend sind. Das heisst, ich kann eben wirklich auch ins oberste Täschchen etwas ziemlich Langes reinstecken. Das geht nachher dann bis runter. So. Voilà. Hey, schau mal, das sind unsere zwei Täschchen.
Alle sind schön geginkt. Ich glaube, ich mache jetzt gerade das Rändchen noch ein bisschen. So. Um dem ein kleinen Rahmen geben. Schalig. Ich finde die Farbe, die passt jetzt gerade unglaublich schön zu diesen lachsfarbigen Blumen, auch wenn das überhaupt nicht lachsfarbig ist. Aber es passt halt zu diesen ganz dunklen Stellen da. Sehr hübsch, ja. Sehr hübsch. Das ist schön unten rein versorgen. Den Tipp habe ich einmal mal bekommen. Finde ich ja genial. So. Und dann hauen wir es doch hier noch einmal rundherum. Solig. Habt ihr auch gerade Zeit zum Basteln? Sind ihr auch gerade dran? Das wäre ja schön, wenn wir gerade ein bisschen miteinander basteln könnten. Also ich mache das immer wahnsinnig gern, wenn ich irgendetwas am Basteln bin, dass ich dann irgendein Video schaue von irgendjemandem und entweder gerade direkt mitbasteln oder einfach selber irgendetwas machen und gleichzeitig da ein bisschen zuschauen und zulassen, was die andere Person da am Basteln ist. Und dann ja, hat man da immer irgendwie so das Feeling, als würden wir das gerade zusammen machen. Das finde ich noch schön. So. Also, dann sind wir doch jetzt da rundum. Prima. Da, den Leim kann man zumachen. Und dann werden wir doch jetzt mal schauen, wo das Plätzchen noch ist für die zwei Hübschen. Weil unser Journal ist ein wenig so voll. Es hat genau hier noch ein Plätzchen und schau mal, ich glaube, das ist sogar, das haben wir gerade mit der gleichen Farbe geinkt. Das passt ja hervorragend. Und in der zweiten Signatur, wo ist unser Plätzchen? Ah, genau hier. Oh, und schau mal, aber auf das habe ich natürlich nicht geschaut. Aber das ist jetzt gerade Zufall, dass die zwei Farben auch gerade super miteinander gehen. Das Violette mit dem Violett von diesen Blümchen und da hat es auch noch so violette Spuren drauf. Hey, so cool. Recht genial. Und ich finde auch, das passt extrem gut zusammen. Beim anderen nämlich auch. Dort ist ja auch gerade das lange Bellyband. Irgendwie passt doch das gerade so. Wunderbar. Und weißt du, ich nehme jetzt hier lieber den Tacky Glue, der wieder mal verkehrt gestanden ist. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, man könnte da schon noch immer an diesen Täschchen da hin und her figuretteln. Dann hätte ich doch gerne, dass das ganze Teil gut hebt und ich nicht plötzlich gerade das ganze Ding in den Finger habe, wenn ich etwas aus dem Täschchen rausnehmen will. Jawohl. Ja. Solig. Prima. Ein bisschen in die Mitte. Und ein kleines bisschen weiter rauf im Bild. Da. Das Rändchen soll hier ein bisschen kleiner sein. Damit es nicht aussieht, als würde die ganze Sache zu unserem Bild oder zu unserem Buch rausfallen. So, und fällt das jetzt auf, dass es hier so eine kleine Bühle hat? Oder nicht? Oder schon? Müssen wir dort noch irgendetwas hermachen?
Hm. Irgendwas. Oder einfach so ein kleines Cluster. Oh, das hübsche Blümchen. Oh, schau mal. Das hübsche Blümchen. Das. Einfach so ein Cluster aus dem Papier. Solig. Und noch ein bisschen von dem. Nur so ein Schnipsel. So, ist das schon zu viel? Ich glaube, das kommt gut, aber mir gefällt hier die Ecke nicht so. Und die Kante. So, also eigentlich wäre das Blümchen ja so. So. Oder ist das doof? Nein, das ist nicht doof. Das finde ich überhaupt nicht doof. So. Ja. Ich mache das so. So. Und das da. So, wieso ist das jetzt hier verrissen? Kann mir das jemand sagen? Einfach. Okay. Ja. So. Voilà. So schnell haben wir das Eckeli hier geflickt. Dann sieht doch das prächtig aus. Ich glaube, ja, ist gut. Nicht verkrügeln. Nicht verkrügeln. So. Oh ja, noch geht es mal. Das ist doch gut. Die komische Bühle ist versteckt. Und jetzt noch das. So, dann habt ihr das sicher prächtig. Und hier auch wieder mehr oder weniger in der Mitte und gegen oben ein kleines bisschen mehr Rand. Das sind nur 1-2 mm, was das jetzt in diesem Fall ausmacht. Aber es macht etwas aus. Da haben wir es nämlich genau auch so gemacht. So. Hey, wunderbar. Jetzt brauchen wir dann nur noch irgendetwas, wo wir da überhaupt dann reinstecken kann. Aber jetzt haben wir im Fall nur noch eine einzige Doppelseite. Und die füllen wir dann beim nächsten Video, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Es würde mich mega freuen, wenn ihr wieder reinschauen könnt. Vielleicht ein bisschen, wenn ich in einem entspannteren Zustand bin und nicht mehr so hauruck. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja. Bis dann. Tschüss.